Die Vorhänge, das wird ihr nicht auch noch waschen brauchen. Das sind ja Vorbereitungen zu einer Hochzeitsfeier, nicht bloß zu unserem Hochzeitstag. Ja, bloß? Ich meine, das ist doch eine reine private Angelegenheit. Da muss man doch nicht diese ganze Erbstreichergesellschaft dazu einladen. Ja, dann gern wir halt wegfahren, so wie ich mir's gewünscht habe. Schau, Theo, das wäre doch so schön gewesen. Wir zwei einmal ganz allein. Ah, wir zwei, ganz allein. Sagen wir das ganze Jahr, muss man doch nicht eigens irgendwo hinfahren. Das ist wieder einmal typisch deine weibliche Unlogik. Und du hast wieder mal deinen typischen Dickkopf. Immer muss alles nach dir gehen. Aber dann meckert auch nicht, wenn ich mit meiner Familie und mit der Verwandtschaft feiern möchte. Ich hab sowieso das ganze Jahr nichts zum Lachen. Ob du nach diesem ganzen Ramasuri noch was zum Lachen hast, das möchte ich aber bezweifeln. Ja, dann gerne halt wegfahren in ein schönes Hotel. Jetzt geht das schon wieder an. Ich bin aber lieber daheim, da habe ich meine Ruhe und meine Bequemlichkeit. Basta. Du denkst immer nur an dich. Aber dass ich vielleicht auch einmal raus möchte aus meinen vier Wänden, das interessiert den Herrn Theo Semmlinger ja nicht. Ich mag aber nicht. Schau dir die fremde Umgebung und die fremden Leute, ja, und ein fremdes Bett. Nein, ich mag einfach nicht. Und jetzt Ende der Debatte. Guten Morgen. Frühstückszeit ist vorbei, meine liebe Tochter. Und falls du dich zufälligerweise schon gewaschen hast, dann ziehst du jetzt an, aber sofort. Wieso bist du so sauer, Papa? Frag deine Mutter. Gott sei Dank muss ich solche Familienaufläufe höchstens zweimal im Jahr durchstehen. Also gut, dann gibt's halt keinen Kaffee mehr. Das werde ich auch noch überleben. Lisa, du weißt doch ganz genau, dass der Papa das nicht leiden kann, wenn sie jetzt zum Frühstück nicht aus dem Bett kommt. Du lernst das aber auch nie. In der Küche draußen ist nur Marmeladenbrot und der Kaffee. Oh, prima. Wo ist was, Mama? Ah, ich gehe ja schon. Also der Papa, der könnte ja ruhig auch einmal berücksichtigen, dass ich eine lange, anstrengende Fahrt hinter mir habe. Ja, genau 1,5 Stunden. Als ob ich dafür kein Verständnis hätte. Und trotzdem ziehst du jetzt an und dann hilfst du mir aufdecken, gell? Du immer mit deinen Familienfesten. Das ist doch im Grunde genommen nichts anderes als eine längst überholte, alte und nervtötende Tradition. Jawohl, und genau an dieser Tradition heute ja fest. Was ich fragen wollte, wie steht's denn eigentlich mit dir, mit dem Robert? Absolute Funkstille. Und da bin ich auch heilfroh drüber. Ich sag das, Mama. Wenn ich von diesen Typen, diesen Blindgänger endlich geschieden bin, dann lasse ich mir die Scheidungsurkunde einrahmen und häng's an die Klotür. Von innen. Also, so schlimm ist er ja wirklich nicht. Du hast das Kind schon immer so übertrieben. Das ist schlimm. Du, der hat in 2 Jahren gerade so viel Temperament entwickelt wie ein ausgelaugter Teebeutel. Jetzt übertreib nicht. Also Mama, ich möchte jetzt eines klarstellen. Ich möchte von diesem Typen in diesen 2 Tagen kein einziges Wort mehr hören. Dieser Typ ist immer noch dein Mann. Ach, vergiss es. Entschuldige, Mama, das war jetzt nicht best gemeint, aber du bist halt einfach irgendwie so ein emotional unterentwickeltes Hausmütterchen. Aber ich liebe dich. Yoshi! Ja, ja, keine Panik, Schwester. Du hast ja schon in der Früh einen totalen Konditionseinbruch. Den habe ich ununterbrochen, aber das interessiert ja keinen. Logisch. Kaffee ist auch keiner mehr da. Echt super. Da kehre ich nach Monaten wieder an die mütterliche Brust zurück und dann kriegst du nicht einmal ein Frühstückdienst. Logisch. Unser Meditationssinger wird dir das Frühstück ans Bett serviert, gell? Aber die Zeiten sind vorbei, mein Sohn. Deine Mutter hat dich schon viel zu lange verwöhnt. Und dafür fahre ich volldepp 300 Kilometer und habe mir tatsächlich noch eingebildet, du freust dich vielleicht, wenn du deinen hoffnungsvollen Abkömmling wieder mal siehst. Aber nix. Ja, irgendwie frei wäre, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch, Papa.
wenn ich ja nicht genau definieren kann, warum. Ja, du kennst ja meine grundsätzliche Einstellung. Familienfeste hat der Herrgott nur erfunden, um uns zu bestrafen. Da bin ich ausnahmsweise aber deiner Meinung, mein Sohn. Familie ist so ziemlich die anstrengendste Gesellschaftsform, die es gibt. Ich verstehe sowieso nicht, wie sich die Mama sowas freiwillig antun kann. Wenn ich da nur an den total vertrottelten Onkel Adi denke, der reinste Horror. Weißt du was? Ich stell mich einfach tot, wenn's mir zu viel wird. Ah ja, das war zum Überlegen. Nein, du, also, 2 Tote im Haus, da ist die Mama überfordert. Sag einmal, warum vergesst ihr nicht einfach das ganze Theater mit dieser Einladerei und fahrt's einfach fort? Ja, ich kann das Ganze schon gar nicht mehr hören. Deine Mutter liegt mir seit Wochen damit in den Ohren. Sag ich doch, ich verstehe euch nicht, ehrlich. Wenn mir halt einer ein Ticket nach Tibet in die Hand drücken wird, ja, Rucksack zu und nix wie weg. Ja, was willst du denn in Tibet? Das ist nicht so einfach zu erklären, Pa. Was das musst du mental im Kopf verstehen. Verstehst? Na. War eh klar. Ich muss mein Zentrum finden. Geistig. In Tibet? Ja, wo sonst? Ja, logisch, ja, wo sonst? Du bist zwar mein Sohn, aber irgendwie bist du ein Irrläufer. Pa, bitte sei deinem Schicksal dankbar, dass ich keiner von diesen BAföG-Dauerlutschern bin. Klar? Irgendwann, da wirst du mich verstehen. Und dann nehme ich die mit nach Tibet. Versprochen. Ja, aber zuerst darf ich schon aus dem Keller ein paar Flaschen Wein holen, gell? Tibet, oder? Ich hab's fast befürchtet, dass du mir nicht erspart bleibst, Bruderherz. Sag einmal, bist du eigentlich immer noch auf deinem Tibet-Trip, hä? Setz die Bütchen hin, du wirst dann Schatten. Hey, jetzt spuck so aus. Was gibt's Neues von deinem Noch-Ehemann? Hör bloß auf von dieser absoluten Null. Also, ich an deiner Stelle darf mir das überlegen. Du in deinem Alter kriegst bestimmt keinen mehr ab. Also, sag einmal. Wieso unterhalte ich mich eigentlich nur mit dir? Weil ich dein einziger und allerliebster Bruder bin. Ein Trost. Du allein schon im Hinblick auf die Tatsache, dass dich ja eigentlich gar nicht geben dürft. Du bist ja sowieso nur eine Empfängnisverhütungspanne. Daran wird's wohl liegen, dass mein Leben so eine permanente Schieflage hat. Ach geh, jetzt lass den Kopf nicht hängen, Joshi. Hm? Weißt du was? Jetzt fahrst erst einmal nach Tibet und dann wird's schon wieder, hm? Mein Schön. Gell? Freut euch recht, dass ihr wieder beieinander seid. Und wir? Mei. Wie schön habt ihr als Kinder immer gespielt miteinander. Ja, das ist schon lang her. Ja, ist halt wahrscheinlich auch ein bisschen komisch ausschauen, wenn wir heute noch mit Bauglötze und Kasperltheater spielen hatten. Lausbohr. Mama, hörst nicht gleich auf. Jetzt hast du mir die ganze Frisur ruiniert. Okay. Und ich mir denke, du hättest die heute noch gar nicht frisiert. Salve, ich klingt mir aus. So, und du holst mir jetzt aufdecken, gell? Oh, sei mir nicht böse, Mama, aber irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich ein ganzes Hummelgeschwader in meinem Kopf drin. Du, ich muss mich unbedingt noch mal ein bisschen hinlegen. Das verstehst du doch, oder? Natürlich. Legst dich halt hin. Schreist mir halt, wenn du mich brauchst, gell? Jetzt hätte ich dich braucht. Mensch, hoffentlich langt das. 3 Torten, 12 Stück sind... 36 Stück. Ja, und dann noch ein Marmorkuchen? Naja, so viel werden sie dann doch nicht essen, oder? Ja, die Anni schon. Konntest dich noch erinnern, wie es letzte Jahr nach 7 Stück Torte schlecht geworden ist? Ja, dann hat sie 5 Schnaps kippt. Ja, und dann ist sie vom Stuhl kippt. Dann war wenigstens eine Ruhe. Ach, Theo, wir werden zu überstehen, gell? Aber natürlich, wenn man diese ach so geliebte Invasion übersteht. Aber Dora, kannst du mir vielleicht einen einzigen vernünftigen Grund sagen, warum wir die ganze Bande einladen, wenn wir alles bloß überstehen müssen? Ja, das kann ich schon. Weil du nicht mit mir weggefahren bist. Aber jetzt? Das war jetzt aber schon ein bisschen fest. Das war auch Absicht. Also, wenn das jetzt schon die Tante Anne und der Onkel Adi sind, dann 3 durch. Ja, und wenn das deine Schwester Eda ist, dann 3 durch.
Ja, die liebe Ida ist schon da. Ist doch mal wieder eine Unverschämtheit. 3 Stunden früher herkommen. Meine Liebe. Ich freu mich. Sag einmal, wieso bist denn du schon da? Weißt du, ich hab mir gedacht, warum soll ich daheim noch 3 Stunden dumm umeinander sitzen? Und nachdem ihr mich sowieso so Seiten einladet und überhaupt, hab ich mir gedacht, ich kann ein bisschen zur Hand gehen. Ja, das ist ja nett. Gell? Und der liebe Theo, wir haben uns ja schon so lange nicht mehr gesehen. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank sehen wir uns erst wieder. Ja. Ach, Theo, du schaust gut aus mit deinen grauen Haaren. Du wärst ja wirklich nicht älter. Ja, ist ja auch kein Wunder bei der Pflege. Ja, hat er auch verdient, der liebe Theo, gell? Ja, jetzt erlaubt schon wieder, gell? Ja. Du gehst jetzt in die Küche und spülst die Gläser nochmal durch. Wir unterhalten uns dann ja später, Sag gell? einmal, was ist denn das für ein Empfang, wo man kaum bei der Tür herinnen ist? Naja, sie war ja schon immer etwas überarbeitet und gereizt, deine arme Frau. Ich bin weder überarbeitet noch gereizt. Aber das kann jetzt gleich einmal passieren. So, und jetzt ab mit dir in die Küche und das ohne weitere Kommentare. Also, Dora, ich muss schon sagen. Du sagst jetzt am besten gar nichts, du magst dir nützlich, gell? Bitte? Aber nicht in der Küche. Du, Dora, ich hab meine Tupperschüssel mitgebracht, weil du hast doch bestimmt wieder viel zu viel Kuchen gemacht. Und den esst du ja selber nie auf. Also bist so nett, du hast mir ein bisschen was auf Zeichen. Was sagst du jetzt da? Ja, deine Schwester. Da ich ja nicht mehr in die Küche darf, gehe ich jetzt in den Garten deine Rosen gießen, wenn es erlaubt ist. Lieber Gott, lass diesen Tag an mir vorübergehen. So, was mach jetzt ich als nächstes? Mama! Mama klingelt hat, hörst du das nicht? Ja, dann mach halt auf. Ja, reißt du gerade die Glocken weg, also unmöglich sind die Leute. Ach ja, Tante Anni! Ja, was ist denn da los? Warum? Liebe Tante Anni. Was ist denn das für ein tatschiges, zuckriges Schneckerl? Gefragt doch nicht, kaum bei der Türe schon wieder so tappig. Das ist die Lisa. Lisa, kenne ich nicht. Ah doch, jetzt streift mich eine Erinnerung. Bist jetzt du schon endlich verheiratet, Lisa? Nicht endlich, Onkel Adi. Leider immer noch. Aber Gott sei Dank nicht mehr lang. Weißt, wir streiten uns nämlich ununterbrochen. Okay, streiten die jetzt hier? Ja, und warum heiratst du dann nicht? Gib dir gar keine Mühe, Lisa. Hoffnungslos. Du, trag mir bitte schön den Korb im Küchenhaus. Ja, Tante Anni. Ja, was schleppst denn du da alles an, ha? Ja, gelbe Rüben und sonstige Rohkost. Weil deine Mutter hat sicher wieder vergessen, dass sie kein Wurst und kein Fleisch isst. Sie isst nur noch Rüben und Körner. Drum ist sie auch immer so krantig, gell? Gell, Manni? Du! Aber jetzt hätte ich einen Riesendurst. Weißt du, weil in dem Bus, da war so eine trockene, staubige Luft, gell? Und du kennst ja meinen Wahlspruch. Wenn dir Wasser nicht schmeckt, dann sauf einen Sekt. Das überlebe ich nicht. Und du reißt die zusammen, gell? Da, wie ich mir's denkt hab. Ja, der Staub ist nicht erst von gestern. Mit Putzen hat sie es ja noch nie gehabt, die Dora. Ich weiß gar nicht, was du hast. Mir gefällt's da. Dir gefällt's doch überall, was zum Saufen gibt. Aber ich warne dich, heute zurück. Ja, sowieso. Überhaupt haben wir die da so kleine Glasel, schau her. Da musst du so aufpassen, dass du das nicht verschluckst, nicht? Du, eine Frage. Warum sind wir eigentlich da? Weil die Dora und der Theo Hochzeitstag haben.
100-mal habe ich dir das doch schon gesagt. Gell, hab ich doch Stimmen gehört. Die Tante Anni Grüß dich. und der Onkel Adi sind auch da. Ja, wir sind auch da. Wer ist denn Sie? Aber der Onkel Adi, du wirst mich doch kennen. Ich bin die Schwester von der Dora, die Ida. Seit wann hat denn die Dora eine Schwester? Ja, mir sagt ja keiner was. Mach einfach da nicht hin, Ida. Der Mensch redet nur nach Schwachsinn den ganzen Tag. Wer bist jetzt du gleich wieder? Die Ida. Die Ida. So was war noch nie da. Aber gut schaust du aus, Ida. Warst du mal wieder auf einer Runzelranch? Das hättest du sparen können, weil bei dir beißt ganz bestimmt keiner mehr an. Oder hast vielleicht noch einen in der Warteschleife. Tante Anni, sag sofort dem Onkel Adi, dass er augenblicklich Zwecklos. Die Tante Anni und der Onkel Adi. Grüßt euch gut. Grüß dich gut. Ich hab euch gar nicht kommen hören. Dabei haben wir fast die Glocken weggerissen, gell? Ich hab die Glocken schon gehört. Aber ich gehöre ja Gott sei Lob und Dank nicht in dieses Haus. Also geht's mir auch nichts gut. Ja, ist schon nett, Dora, dass du jetzt auch endlich einmal sehen lässt. In der Küche draußen, da steht ein Korb mit Geigerühren. Die reibst mir dann auf und machst mir so einen leicht süß-sauren Salat an. Aber nur ein paar Tropfen Öl. Ah, freilich, Tante Anni, aber zuerst trinken wir doch einmal einen Kaffee, gell? Ja, bitte. Da wird aber auch langsam Zeit zum Kaffee. Sonst wird's ja zu spät zum Abendessen. Und sicher hast wieder nur so fettige Sahne und Cremetorten backen, ha? Wo ich die doch überhaupt nicht vertrag. Ja, dann nagst halt an deine Geiberühren. Nein, Tante Anni, für dich habe ich extra einen Marmorkuchen gebacken. Ein Marmorkuchen, auwe. Da werden sie sich wahrscheinlich ihre falschen Dritten ausbeißen. Naja, der ist halt meistens recht hart und staubtrocken. Ja, aber du hast doch das letzte Mal extra gesagt, dass du einen trockenen Kuchen möchtest. Liebe Dora, es gibt auch trockene Kuchen, die trotzdem saftig sind. Dann tauchst du halt den Kaffee nicht, dann wird er schon saftig. Du, jetzt bin ich voll neugierig auf die Bande, die da noch kommen soll. Kommt ja niemand mehr. Nur noch die Wallners, unsere Nachbarn, weißt du? Mit denen hast du doch im letzten Jahr so gut unterhalten. Ja, kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Mein Dora, du hast ja keine Ahnung, was ich mit diesem Mannsbild ausstehe. Und erst seit er gestürzt ist, da ist ganz aus mit ihm. Du redest Schwachsinn, Frau. Ich bin auf den Hintern gefallen, nicht aufs Hirn. Weißt, was nicht interessiert, das vergisst er einfach. Aber sonst, da quasselt er überall rein und gibt vollkommen überflüssige Kommentare ab. Und daheim schraubt er mir dauernd alle Glühbirnen aus meinem schönen Kronleuchter im Wohnzimmer. Gerade eine einzige lächerliche Birne lässt er mir noch. Weil er jeden Tag geiziger wird. Nein, sondern weil du nicht die Königin Mutter bist. Und deswegen brauchst du auch keinen zweifarbigen Kronleuchter. Ende der Debatte. Ja, wer ist denn da schon da? Grüß dich, Tante Anni. Grüß dich, Onkel Adi. Ui, da hat sich jetzt die Busfahrt schon gelohnt bei dem Anblick, gell? Du ziehst jetzt endlich einmal die kreislige Korthosen aus, gell? Ich hab da die Gute ans Bett gelegt. Die ist mir zu eng. Und die zwickt mich da hinten rum. Heute ist unser Hochzeitstag und einmal im Jahr möchte ich dich mit einer gescheiten Hosen sehen. Ja, richtig. Ihr habt ja heute Hochzeitstag, gell? Wie lange seid ihr jetzt hier schon verheiratet? Schon viel zu lang. Mach doch, was du willst. Da, siehst du das, jetzt ist die Dora eingeschnappt, weil du dich überall reinmischen musst. Ich hab gar nichts gesagt. Nur keinen Streit vermeiden. Die schnappt schon wieder aus. Und die Hosen lasse ich jetzt an, weil der fühle ich mich wohl. Basta. So, Onkel Adi. Und was möchtest du jetzt? Zum Einstand trinken? Der braucht jetzt noch nicht zum Trinken anfangen,
Heißt du Onkel Adi? Kannst du uns dann ein bisschen heißen Platten herrichten für unsere Gäste am Abend, gell? Ja, geht zu. Dann sind nämlich 3 beleidigte Weibsen in der Küche. Das Jungfräulein Ida ist auch beleidigt. Bloß weil ich gefragt hab, ob sie wieder einmal auf einer Runzelrennsch war. Also, Onkel Adi, die Ida war doch noch nie auf einer Schönheitsfahrt. Das sieht man. Und Onkel Adi, wie geht's dir so? Ach, frag mich lieber nicht. Onkel Adi, so kenn ich dich ja gar nicht. Ja, ich mich auch nicht. Aber weißt du, ich stelle in der letzten Zeit so ganz eigenartige Symptome an mir fest. Da drum, meine, stimmt's nicht mehr recht. Was nicht sagst Du, wenn ich das sag, das ist mir, wenn es mir auf einmal einen Schalter umlegen hat und klack, ich weiß rein gar nichts mehr. Hast du das oft? Nicht oft, aber immer öfter. Ja. Ich weiß nicht mehr, was für ein Tag das ist und wer ist und warum der da ist, wo er gerade ist und warum ich da bin, wo ich gerade bin. Und warum sind wir eigentlich bei euch? Ja, der Onkel Adi. Wo haben Sie die ausgegraben? Hi? Nein. Was meint ihr? Red nicht so respektlos mit deinem alten Onkel. Ja, sorry, war nicht so gemeint. Aber sonst geht's dir gut, Onkel Adi? Ja, mir schon. Aber die Frage ist schon erlaubt, woher kennt denn der mich? Habt ihr den komischen Vogel auch eingeladen? Ja, sei so gut. Ich bin der Sohn des Hauses. Ach so! Da hättest du mir aber schon warnen können. Mich warnt auch keiner. Auf einmal steht der immer wieder da. Pa, ich glaub fast, unser guter Onkel Adi hat eine schleichende Naturtrübung in seinem Hirnkastel. Aber denkt er nix. So lässt sich das Leben als solches wesentlich leichter ertragen. Mein Sohn, der Weltverbesserer, spricht. Jetzt weiß ich's wieder. Ach, du bist doch der Reserveguru, gell? Ich hab gemeint, du kraxelst schon lange am Himalaya umeinander. Du, wenn's du mal den alten Yeti triffst, gell, dann sagst du ihm einen schönen Gruß von mir. Ich krieg ja gleich die ultimative Krise. Du, ich glaub, der gute Onkel Adi bringt's total was Sache Ja, ist. sowieso, sprich nur weiter, mein Neffe. Oder was immer du auch bist. Weißt du, was uns heute eindeutig fehlt, Was fehlt das dir? ist das harmonische, das kosmische Gefüge. Ja, da hast du null Chance, dass du das Nirvana erreichst. Du sagst es, ja. Aber ich glaub, das ist halt auch ein bisschen weit weg, dieser Dingsbums da, Nirvana. Weißt du, global gesehen fehlt der Menschheit einfach das nötige Problembewusstsein. Ja. So schaut's aus. Ja. Jede intellektuelle Weiterentwicklung, ja, die stagniert. Und so wird unser geschundener Globus von lauter blinden Uhus bevölkert, die vollkommen orientierungslos und total abgebrannt umherschwirren, wie nach dem 3. Waldbrand. Ich verstehe kein Wort. Weil du auch ein blinder Uhu bist. Ah, entschuldige, aber da fehlt dir leider der globale Durchblick. Ganz im Gegensatz zum Onkel Adi. Danke, mein Neffe. Bitte, gern geschehen. So, aber jetzt werde ich mich für geraume Zeit ausblenden. Weißt, ich muss dringend meine kosmischen Schwingungen sondieren. Moment, mein Sohn, Moment. Nur eine Frage. Ja, ganz global gesehen. Wie konkret denkst du dir, deine nähere oder fernere Zukunft zu gestalten? Weil ich bin der Meinung, dass wir, deine Eltern, deine monatliche Zuwendung langsam ausblenden sollten. Mei, immer dieser permanente Druck. Wie soll man denn da ungehindert seine individuelle Persönlichkeit entwickeln? Nein, was sehe ich? Kannst du jetzt die Solariumbräune nicht mehr leisten, weil du brauchst bist und brauchst. Eine große Freude wird dich erwarten. Ich mach die Flatter. Ja, was ist denn? Ja, was willst denn du da? Dora! Dora! Gott, was bläst denn das so? Ja, der
Robert, grüß dich Gott. Ja. Komm mal rein. Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung, ja. Was du hast? Jawohl, ich habe. Und dir, mein lieber Mann, sag ich. Als Mutter muss man schon erlaubt sein, dass ich ein bisschen helfend einwirke, gell? So, und jetzt geht's hin und sagst endlich grüß Gott, sag mal noch einmal. Grüß dich, Theo. Grüß dich. Ich bin der Onkel Adi. Aber Onkel Adi, ich kenne dich doch. Hä? Woher und wieso kennst du mich? Wer ist denn er? Grüß Gott. Na, ich hab was anderes überlegt. Ich nehme meinen Gruß wieder zurück. Du sturer Mensch! Nur mit Verständnis füreinander hat das Familienleben einen Sinn. Entschuldige, Robert, aber er meint's nicht so. Doch! Also jetzt frage ich schon zum 3. Mal. Wer ist denn er? Mein Gott, Onkel, jetzt gib doch endlich einmal eine Ruhe. Fällt mir doch gar nicht ein. Ruhe muss ich daheim schon immer geben. Ja, da ist er immer noch kein Tisch nicht deckt. Also jetzt back ich mir einen Kuchen ein und trink daheim einen Kaffee. Na, und du tust sofort die Flaschen weg. Sag mal jetzt schaust doch einmal auf die Uhr. Es ist doch noch voll zu früh zum Kaffee. Ja, da ist ja auch der liebe, vergessene Schwiegersohn. Ja, jetzt ein bisschen wieder kurz, gell? Das wird die Liefer aber freien. Ich hol's gleich, gell? Du tust jetzt gar nichts, du sitzt jetzt endlich einmal hin. Nein! Leg jetzt am Tisch. Jetzt endlich einen Kaffee ruhig und mach mal nicht immer so Vorschriften. Ich glaube, es ist besser, ich gehe wieder. Nein, das kommt gar nicht in Frage, Robert. Du setzt dich jetzt daher, gell? Mama, jetzt ist endlich los. Ach, ich brauch dringend einen Kaffee, aber einen starken. Robert! Für dich. Entschuldigung. Bitte. Hab ich dir nicht unmissverständlich und 100-mal gesagt, ich will dich nie mehr im Leben sehen. Nie mehr! Wieso kommst denn du erst jetzt? Schau, Dora, ich hab mir gedacht, so eine Vasen, die kann man doch immer brauchen. Die passt ja auch wunderbar auf den Tisch da. Ja, wunderbar. Ich stell's gleich hin. Ja, und für mich ist nichts, Tante Anni. Wir haben schließlich auch Hochzeitstag. Aber ich habe an dich gedacht, Theo. Wo schau her? Dankeschön, Onkel Adi. Freilich, ihr Mannsbrüder denkt immer nur an das eine. So, Frali, recht viel mehr bleibt uns nicht mehr an Vergnügungen und Laster in unserem Alter, gell, Theo? Jetzt möchte ich aber auch mein Geschenk loswerden. Liebe Dora, zu deinem Hochzeitstag alles Liebe und Gute. Und das ist eine Kleinigkeit für dich. Was, das ist auf jeden Fall einmal keine. Na, das ist eine eigenhändig gearbeitete Handarbeit. Und ich habe mir gedacht, das Deckerl, das darf wunderbar unter die Vasen passen. Soll es gleich hinlegen? Nein. Was haben wir, die Semlingers, eigentlich mitgebracht? Die haben doch schon alles. Ich weiß bei mir drin. Weil du schon was weißt. Danke schön, Ida, aber du hast mir doch die letzten Jahre schon Deckel in alle Größen gehäkelt. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, wo ich es nur hinlegen soll. Dann halt nicht. Es gibt genügend andere dankbare Abnehmer. Na, ich freue mich auch wirklich. Komm, leg's hin. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir an, Das gell? ist eine auch so. Vergiss mal den Spann mit den Vasen und Deckerl und Ding, nicht wahr? Oder, Frau Wallner, haben Sie uns auch noch ein selbst gehäkeltes Deckchen anzubieten? Nein, leider nicht. Wir dachten... Ja, ich hab das ja gesagt, wir blamieren uns. Moment, Theo. Dir möchte ich schon auch noch zum Hochzeitstag gratulieren. Hey, das ist mein Glasl. Lieber Theo, ich wünsche dir viel Zufriedenheit und Sonnenschein mit deiner Dora. Auf dich! Was machst du denn? Du machst mir ja ganz nass. Ja, jetzt seid ihr schon wieder gut. Gleich geht zu. Ja. Nicht bei jeder Gelegenheit an Theo Drohiger. Das ist eine Klammer auf. So, und jetzt hol ich endlich einen Kaffee, gell? Einen Moment. Bevor das Jubelfest beginnt, möchte ich noch einen Trinkspruch aussprechen. Na, gut Nacht, da kommt wieder was. Ruhe. Also, jeder nimmt sein Glas zur Hand
Servus. Kommt der Regen schräg von vorn, kriegt die Kuh ein nasses Horn. Und regnet's munter weiter, kriegt sie auch ein nasses Eiter. Und regnet's wie aus einem Fass, wird bestimmt der Schwanz auch nass. Bei solchen Feierlichkeiten, da lasse ich die ganz gewiss daheim. Und jetzt setz dich endlich hin, damit wir anfangen können. Moment, wo ist denn überhaupt der Joschi? Ah, der sitzt schon seit 2 Stunden mit verschränkten Füßen im Schlafzimmer wie ein Fiaker. Also Onkel Adi, wenn dann schon verkehrt. So wie du. Ist der auch koffeinfrei, Frau Semplinger? Ja, aber selbstverständlich, Frau Wallner. Wir sind doch jetzt alle in dem Alter, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, gell? Joschi! Herrgott, jetzt wird's höchste Zeit, dass du reinkommst. Aber ein bisschen flott, gell? Nee, ist doch die Lisa und der Robert auch noch nicht da. Also noch länger warte ich jetzt wirklich nicht mehr. Ich fange jetzt an. Ja, eine Familie ist doch was Schönes. Gell, liebe Frau Semplinger? Ja. Das sagst doch du auch immer, Wolfi. Jetzt sag halt auch was, Wolfgang. Ja, aber die meisten wissen es ja gar nicht zu schätzen, gell? Natürlich ist eine Familie was Schönes. Mit kleinen Unterbrechungen, gell? So, jetzt greift's aber dann zu, gell? Das muss alles weg. Und so feine Kuchen. Haben's die alle selber gebacken? Also der ist ja viel zu fett und schwer. Und der staubt dann bei der Ohrwaschel raus. Aber was soll denn da nehmen? Am besten du frisst dich quer durch. Super, Pa. Echt super. Jetzt hast du es glücklich geschafft, dass meine kosmischen Schwingungen voll durcheinander sind. Ich schaff's nicht. Ein Wochenende Familie und du bist reif für die Klapsmühle. Joschi, benimm dich. Sowieso. Immer cool bleiben, Mama. Ach, Joschi, du warst ja als Kind immer schon so ein goldiges Buberle, gell? Du weißt du noch, wie du auf meine Knie immer Hoppe, Hoppe, Reiter gespult hast? Selbstverständlich, Tante Ida. Dein Hoppe, Hoppe, Reiter, das wird mir unvergessen bleiben. Vor allem deine spitzen Knie. Wie schön. Er hat seine Kindheitserinnerungen mit ins Leben genommen. Ja, Ida, aber wir sind jetzt beim Kaffee, also dort bitte die Flaschen. Lass du mir die Flaschen da. Immer musst du mir Vorschriften machen. Das war schon, wie wir kleine Mädel waren. Weißt, Theo, wie ich ein kleines Mädel war, da war ich ein süßes, goldiges Ding. Wann genau war das? Aber du, Theo, du hast mich ja leider immer übersehen. Das darfst du jetzt nicht sagen. Also, das war am Theo auch leider nicht möglich, dich zu übersehen. Du bist ja bei jedem Rendezvous mittrabt. Keine Sekunden hast du uns aus den Augen lassen. Mama, ich glaube, die gute Tante Ida hat nicht mehr alle Geranien auf dem Balkon. Nimm mir die Flaschen weg. Ida, jetzt magst du alles Gesicht. Wir sind ja nicht auf einer Beerdigung und isst dein Kuchen. Was soll ich schon für ein Gesicht machen, wenn du mich immer wie ein Trauerfall behandelst? Ja, also, ich kann mich ja noch ganz gut erinnern. Unsere kleine Ida, die war damals... Damals hat es ja die noch gar nicht gegeben. Red doch nicht immer dazwischen. Eure Mutter hat's mir oft erzählt, was für ein eitler und verzogener Fratz die Ida war. Den ganzen Tag ist nur vorm Spiegel rumgestanden. Ja, das stimmt doch gar nicht. Oh, und ob das stimmt. Ich hör doch eure arme Mutter selig nur wie heut. Nur für Haarmaschel und Mode hat's Interesse gehabt, die Ida. Ja, und mit den jungen Burschen, mein, da hat's es auch können. Ich erinnere mich auch noch. Ich habe früher auch immer eine Haarmasche getragen, ja. Flieder war mein Lieblingsfarbe. Kannst dich nicht mehr erinnern, Wolfgang? Nein, Gott sei Dank. Ida mit dem Haarmesser. Echt stark. Aber denkt ja nichts, Tante Ida. Mir gefällst immer noch. Ihr seid mir immer ganz gemein zu mir. Tante Ida, das bildest du bloß ein. Wir alle lieben dich. Gell, Mama? Denk an meine Worte.
Das gibt halt ein fetziges Familiendrama. Aber vorher, da seile ich mich ab, wie es klappst. Geh, Mama, wirf mir doch bitte nur ein Stück Kuchen aufs Teller. So, Joshi, und jetzt holst dann deinen Mund und isst, gell? Das nächste behebst gefälligst deinen Hintern selber auf dich, gell, wenn du was willst. So, jetzt. Also, der da, gell, der ist ja sowas von fett. Geh, reib ihr doch eine von ihren Geiberuhen. Wenn ich auch noch, bitte? Ja, aber selbstverständlich. Fast nichts mehr da. Frau Wallner. So, Sie auch noch, Herr Wallner? Ja, wenn's nichts ausmacht, Frau Singlinger, von dem da hätte ich noch gerne ein Stickerl. Bitte. Dankeschön. Mein Gott, mach doch deinen Mund auf, wenn man dich was fragt. Versteht dich ja kein Mensch. Naja, traut sie halt nicht, gell? Bitte schön. Aber ich trau mich schon. Du schon, gell? Ich möchte noch ein Stückchen von dem da hinten. Von dem da? Nix da. Du hast schon 2 Stück, ich hab voll genau mitzählt. Aber ich nicht. Ist irgendwas. Ich da, ist nur. Der ganze Kuchen muss weg. In der Küche sind nur 3 drauf. Dankeschön, Theo. Ich habe meine Tupperschüsseln dabei, weißt? Weil ich kann nicht auf einmal so viel essen. Siehst du, ich hab's vergessen. Was ich sagen wollte, wer sind jetzt eigentlich die alle, die da rumhocken? Mein Gott, wie oft muss ich dir denn das noch sagen? Das ist die Dora, der Theo, die Ida, der Joschi und das Ehepaar Wallner. Schreib das heute einmal auf. Und jetzt ist. Jetzt brauchst du mir nicht immer wieder vorbeten, wie wenn ich schon deppert war. Theo, was ich fragen wollte, was arbeitest du eigentlich? Und Adi, es wird dir doch schon irgendwann einmal zu Ohren kommen sein, dass ich beim Staat arbeite. Wer da gearbeitet? Und was arbeitest du da? Ja, ich opfere mich quasi auf für den Dienst am nächsten. Jesus, dass es nicht vergisst, Jo. Nächsten Dienstag wirst du unbedingt im Baumarkt, gell? Da gibt's günstige Gartenmöbel. Ich schaff's nicht, Mama. Du bist ein echter Stimmungskiller. Super machst du das. Wie du so mühelos das Thema wechselst. Pa, bleib cool. Was dir fehlt, ist eine transzentrale Bewusstseinsebene. Und da stehst du über so hirnlose Meldungen. Ja, ja, die heutige Jugend. Auf den Mund gefallen sind's nicht. Ne? Vielleicht wäre das ein Ausweg, Tibet. Ja, das lässt aber sauber bleiben, gell? Dass du noch weniger daheim bist. Tibet soll ja sehr schön sein in Tibet, ja. Habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Aber da laufen sie ja alle in so komisch rote Vorhänge gewickelt umeinander. Ich glaube, das tät. Nein, das wird mir nicht stehen. Das sind Mönche. Meinst, ich weiß es nicht? Mönche sind auch Männer. Leider zu weit weg. Wir haben ja das letzte Jahr im Schwarzwald Urlaub gemacht. Gell, Wolfgang? Sehr ruhig und gediegen. Und die Schwarzwälder Kirschtorte, so hoch war die, nicht so flach wie die da. Stimmt's nicht, Wolfgang? Oh, Entschuldigung. Jetzt sag mal. Jetzt sag mal auch was, sitzt nicht immer da wie ein Stockfisch. Ich horch zu. Aber es ist unhöflich, wenn man sich so gar nicht an der Unterhaltung beteiligt, gell? Da redst ja du. Entschuldigung, aber es ist furchtbar mit diesem Menschen. Immer wenn wir Gäste haben oder eingeladen sind, bringt er den Mund nicht auf. Ich mag schon gar niemand mehr einladen. Man geniert sich ja. Dafür bringst du nicht mehr zu. Ja, aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Jeder so, wie er will. Herr Wallner, wie fühlt man sich so als Pensionist? Hören's bloß auf, Herr Semmel. Sie haben ja keine Ahnung nicht. Dieser frisch pensionierte Verrückte rennt doch tatsächlich noch jeden Tag ins Amt. Mei, wie schön! Der meinige, gell? Der klebt den ganzen Tag an mir und hält mir nur von der Arbeit auf. Das ist halt die Macht der Gewohnheit, gell? Nein. Das ist keine Gewohnheit. Reine Berechnung ist es. Der Arbeit daheim geht er aus dem Weg. Stimmt's nicht, Wolfgang? Nicht der Arbeit, dein Mundwerk.
Seht's? So ist er. Ja, aber Sie dürfen's mir schon glauben. Es ist wirklich kein Zuckerlecken mit den Männern, wenn sie mal ganz daheim sind. Ach, Frau Semlinger, wie lang ist denn Ihr Mann noch im Dienst? Aber warum? Das ist doch was Schönes, wenn man einen Mann daheim hat. Zum Reden und überhaupt. Sie Ahnungslose. Aber bitte, ich leih Ihnen meinen Garten gern mal für 14 Tage, ja? Aber nicht länger. Dann brauche ich ihn wieder daheim. Zum Abspülen. Spülmaschinen kauft man ja keine. Echt super, was da so läuft. Setz live. Was wollen wir? Frau Wallner, haben Sie das eigentlich schon gehört? Der Herr Bröselmann drüben vom Block im 3. Stock, der liegt schon seit 3 Wochen im Koma. Ja, okay. Hoffentlich hat er schönes Wetter. Das ist ja furchtbar. Ja, was soll denn da so furchtbar sein? Der wacht einfach nicht mehr auf. Und wenn, dann weiß er von nichts mehr. Ja, der hat's gut. Aber ich weiß noch ganz genau, wie der Theo damals... Ja, aber das wissen schon, gell? Dass der freundliche Herr Dange gestorben ist. Das war so eine schöne Beerdigung. Die ganze Kirche war voll. Voll was? Okay, der hat doch noch sein Lebtag keine Kirche innen gesehen. Und wenn sie diesmal nicht reingetragen hätten, dann war der nicht einmal zu seiner eigenen Beerdigung gekommen. Wolfgang, du bist pietätlos. Ehrlich. Ja, das stimmt. 3 Männer habe ich begraben. Ja, die musst erst einmal gießen. Da rennst du den ganzen Sommer rennst du nur mit der Gießkanne rum. Ich wollte eigentlich vorhin noch was sagen. Ja, lasst halt der Ida einmal was sagen. Ich wollte sagen, dass ich noch ganz genau weiß, wie der Theo damals... Tante Ida, falsch verbunden. So? Wir haben gar nicht telefoniert. Du, Tante Ida, was immer du jetzt sagen willst, sag's lieber nicht. Und dann hätte ich noch einen heißen Tipp für dich. Grall dir doch endlich irgendeinen Typen. Das war für dich die perfekte Problemlösung. Probleme habe ich ja gar nicht. Höchstens ein ganz kleines. Ja, Chef, reicht's aber. Warum? Tante Ida, ein Vorschlag. Klingelt doch einfach einmal bei der Telefonseelsorge an. Ja, die haben immer einen guten Rat und ein tröstendes Wort auf den Lippen. Telefonseelsorge! So schlimm ist auch noch nicht. Oh, jetzt bist du aber stark, gell? Hat noch jeder? Nehmt 2, gell? Kaffee und Kuchen? Hat noch jeder, gut. Jetzt wird's aber langsam Zeit, dass die Lisa und der Robert erscheinen. Jetzt lass doch in Frieden, wenn sie sich vielleicht gerade versöhnen. Was, so lang? Ja, das tut mir ja überhaupt nicht. Und womöglich noch im Schlafzimmer. Bei uns ist das immer viel schneller gegangen, gell? Da hörst du's, liebe Frau, für was du Vorschub leistest. Schäm dich. Ja, aber auch. Entscheide, was die machen, gell? Tante Ida. Was ist denn? Nix erstmal. Auf die werden sie auch gerade warten, gell? Lisa! Lisa! Jetzt kommt doch endlich zum Kaffee. Jetzt muss ich diesen Blinkgänger da auch noch ertragen. Jawohl. Pa, du musst dich langsam an den Gedanken gewöhnen. Was Besseres wird unsere Teenager-Spätlese nicht mehr an Land ziehen. Hey, und denk doch mal, wenn's ganz dick kommt, dann zieht dein Töchterl mit Sack und Pack ins elterliche Nest zurück. Dann zieh ich aber aus. Jo, um Gottes Willen, doch nicht bei unsere Gäste. Die müssen ja denken, Wunder, was wir für schlechte Familienverhältnisse haben. Was? Wer hat da mit wem ein Verhältnis? Frau Semlinger, wenn's nichts ausmacht, von dem hätte ich gern noch ein Stickerl. Ja. Warum machst du eigentlich keine so guten Kuchen? Was ist los? So, bitteschön, Herr Wagner. Stopf doch nicht alles so maßlos in dich hinein. Denk an dein Cholesterin. Morgen wieder. Ja, die waren ja gar nicht im Schlafzimmer. Warum hat denn dann das Versöhnen so lang gedauert? Bei uns ist das immer rucki-zucki gegangen. Du bist nicht gleich stark. So, Kinder, jetzt sitzt er her, gell? Danke, liebe Schwiegermama. Aber ich glaube, jetzt wäre der richtige Augenblick für eine Erklärung. Ja, das kannst du sparen. Ihr lauft auseinander, lauft wieder zusammen
Und das in regelmäßigen Abständen. Ja, das stumpft mir langsam ab. Also, Papa, jetzt lass doch Herrn Robert auch einmal was sagen. Nein, ich hab schon noch was zum Sagen. Eine ganz große, protzige Hochzeit hat es ja sein müssen. Alles, was Rang und Schulden hat sich auf meine Kosten im Bauch vollgeschlagen. Aber das interessiert ja nicht mehr. Oh, das stinkt, Mann. Ja. Das muss einmal gesagt werden. Aber das muss doch nicht gerade heute diskutiert werden. Gerade heute an unserem Hochzeitstag. Schau, wir haben auch oft auseinanderreden können. Ja, wir haben uns auch aufgeschrieben, und zwar ganz gewaltig. Schwere Krisen haben wir durchgestanden und haben es doch ausgehalten miteinander. Bei uns hat es nicht alle paar Wochen das Theater gegeben, dass man sich scheiden lässt. So, meine Tochter, jetzt frage ich dich. Weißt du jetzt endlich, was du willst? Weil noch öfter mache ich diesen Zirkus da nicht mit. Also, Papa, wirklich? Lang dauert's nicht mehr. Theo, bitte doch nicht vor unsere Gäste. Warum? Ich geniere mich nicht. Aber ich. Ich meine, es war an der Zeit, dass wir jetzt verschwinden. Also, wenn ich vielleicht einmal was sagen dürfte. Nein, jetzt sag ich einmal was. Papa, du magst vielleicht in vielem recht haben. In allem? Aber trotzdem ist es doch immer noch immer unser Leben. Ja, nichts dagegen. Aber dann halt uns, Bitchen, deine Eltern, auch aus deinem Leben raus. Theo, sie ist immer noch unsere Tochter und kann mit ihre Sorgen zu uns kommen. Und jetzt darf ich sagen, reden wir morgen weiter. Morgen bin ich immer da, Mama. Und dir, Papa, sag jetzt bloß eins. Nur weil wir nicht immer das machen, was du von uns erwartest, heißt es noch lang nicht, dass wir grundsätzlich im Unrecht sind. Wir, deine Kinder, sind nämlich inzwischen selbstständig denkende Menschen. Und wir können ganz gut selber entscheiden, was für uns richtig ist. Schön ausgeredet, Lisa. Das heißt also auf gut Deutsch, die ganze Familie muss nach meiner Pfeifen tanzen. Ja, so ähnlich. Lisa. Ach, das stimmt doch, Mama. Ihr habt doch auch nur einen Frieden, weil du immer das machst, was der Papa will. Und so soll es bei uns eben nicht laufen. Jetzt weiß ich, warum ich nicht geheiratet habe. Also, die Lisa und ich, wir sind immer noch dabei, unsere Grenzen abzustecken. Was, und das habt ihr in 3 Jahren nicht geschafft. Also, tut mir leid, aber das kapiere ich nicht. Also, irgendwo hat die Lisa schon recht. Einig sind wir uns eigentlich nie. Oder nur selten. Ich bin bloß immer still. Ach, so ist es also. Jawohl, Theo, genau so ist es. Und jetzt ist schon wurscht, jetzt sage ich das auch noch gleich. Ich sag nur ganz beiläufig wegfahren. Weißt schon, was ich meine, Theo, gell? Wer hat denn da letztendlich wieder nachgehen? Da muss ich mir denn das alles anhören. Nein, musst du nicht, Theo. Aber bitte reg dich nicht so auf. Hättest du ja auch nicht müssen, wenn uns wir zwei ganz alleine ein paar schöne Tage gemacht hätten. Im Schwarzwald. Meinetwegen auch im Schwarzwald. Auf alle Fälle weg von da. Ohne Besuch, ohne Kuchen backen, ohne stundenlanges Häppchen schmieren, ohne irgendwelche keckelten Deckel und dem ganzen Drumherum. Wir können gern gleich gehen. Na, jetzt möchte ich schon nur wissen, wie das hinausgeht. Wisst was? Ich gehe jetzt. Und wenn ich wiederkomme, dann dreht irgendjemand von euch mit Wammen den Hals um. Theo, bleib doch da, das kannst du doch nicht machen. Warum ist jetzt der gegangen? Was gerade so interessant war. Bei dem hätte ich mal in die Lehre gehen sollen. Jetzt hast du ihn verscheucht, armen Theo, an seinem Hochzeitstag. Mama, der Papa kommt schon wieder. Also, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Lass kurz, Herr Robert. Das war schon längst einmal fällig. Und nach so einem kleinen Gewitter ist die Luft gleich wieder viel klarer. So, Lisa. Und du gehst jetzt ins Küchenhaus und holst einen frischen Kaffee, gell? Ja, wenn Männer und Wolken sich verziehen, kann es noch ein schöner Tag werden. Einerlei Zählen und ein Weibsbild, das sind 100 Mistbücher. Was fällt dir denn ein? Gleich entschuldigst dich. Jetzt wollt mir erst recht nicht ein. Glaubst du's? Die ganze Zeit kriegt er das Maul nicht auf und dann so eine Meldung. Ich hab's ja kommen sehen, ich hab es geahnt. Aber irgendwie ist der Theo ein Mann mit Prinzipien. Und genau das gefällt mir so an ihm. Ja, mit einem Dickkopf. Entschuldigung, aber habt ihr noch alle was? Greift's weit zu, gell? Also, das tut mir jetzt leid, aber
So ist es halt. Also Dora, was du Familie nennst, das ist schon eher ein Sauhaufen. Also was dann die Ida? Das ist jetzt aber schon ein bisschen beleidigend. Wir sind vielleicht nicht gerade perfekt, aber als Sauhaufen sind wir nur lange. So. Außerdem hast du wieder eine Familie gehabt. Also holst du dein Vater. Wenn man das so unmittelbar miterlebt, kann man direkt froh sein, wenn man keine Kinder hat, gell? Obwohl wir immer gern welche gehabt hätten. Gell, Wolfgang? Und obwohl wir immer wieder probiert haben, gell? Früher, Moni. Jetzt weniger. Eher gar nicht mehr. Mein Gott, ja, aber halt doch deinen Mund! Aber ich mein, ohne Kinder ist halt die Familie doch irgendwie ein bisschen ohne Sinn, gell? Danke, Mama. Eine großartige Aussage. Also ich finde das ungehörig, wenn Eltern sich von den Kindern sagen lassen müssen, was sie zu tun haben. Das ist doch keine Erziehung. Ja, wo kann man denn da hin? Also, was ich eigentlich sagen wollte ist, die Lisa und ich, wir machen unsere Fehler. Aber wir bemühen uns wirklich einen Weg zu finden, der uns ein Zusammenleben in Harmonie ermöglicht. Mein nicht sehr geschätzter Nachschwager. Hör endlich auf mit diesem Harmoniegeschwafel. Ja, du liegst nicht mehr im Trend. Aber wenn ich mir die so anschaue, wundert mich das eigentlich gar nicht. Was hast denn du für ein völlig veraltetes Betriebssystem im Hirn? Na, ich muss aber schon bitten. Na, lass dir das gesagt sein. Das funktioniert halt nicht mehr. Heute kannst du als Mann nur auf dem Selbstverwirklichungstrip überleben. Sonst machen dich die Weiber nieder, platt, verstehst? Schau's dir doch alle an, diese aufgeblasenen Tussis. Die arbeiten doch permanent an der Entmystifizierung des männlichen Geschlechts. Die wollen uns so klein haben, dass wir unter einem Fingerhut Platz haben. Ja, null Chance. Also glaubst das, Mama? Ich hätte ihn genauso dick, wenn er nicht mein Bruder war. Jetzt hau er doch einmal endlich an ihn runter, den Depp. Gott, Kinder, jetzt hört's doch auf, das bringt doch nichts. Ja, streit's nur weiter. Das ist ja hochinteressant. Außerdem hat der Bub recht, weil den Fingerhut, den kenn ich auch. Du sagst jetzt besser nichts. Naja, also ganz so Unrecht hat der Joschi gar nicht. Soll das vielleicht heißen, ich mach dich fertig und arbeite auch an deiner Entmystifizierung? Vielleicht unbewusst. Na, nicht unbewusst. Wenn, dann schon bewusst. Also wenn du so von mir und unserer Ehe denkst, dann kannst du gleich wieder schleichen. Gott, doch nicht schon wieder. Gottes Willen. Schatz, beruhig dich doch. Wir diskutieren doch nur. Ach Gott, was für eine anregende Diskussion. Wie schön. Mein Gott, ihr armen Männer. Ihr habt ja kaum eine Überlebenschance. Weißt du was? Am gescheitsten ist, du fährst gleich mit dem Joschi nach Tibet. Dann könnt ihr euch miteinander selbst verwirklichen. Gute Reise! Wenn der mir mein Ticket zahlt, kann er von mir aus mit. Das hast du jetzt davon, dass du immer so saudumm daherreden musst. Selbstverwirklichung. Als ob ich mich jemals selbst verwirklichen hätte können. Ja, selber schuld. Ich fahr mit dir nach Tibet, Joschi. Ich muss mich selbst verwirklichen. Genau das ist der springende Punkt. Wir Frauen sind doch die Unterdrückten. Und das schon seit ihr in grauer Urzeit die Keulen geschwungen habt. So, eine kleine Zwischenfrage. Gibt's die Keulen im Baumarkt? Und es müsste immer noch so weitergehen. So schaut's nämlich aus. Lisa, hab ich dich jemals unterdrückt? Probieren tust das auf alle Fälle immer wieder. Aber da beißt er bei mir die Zähne aus. Mein Gott, Kinder, jetzt fangt doch in Gottes Namen nicht zum Streiten an. Hey Mama, die sind doch schon mittendrin. Jetzt sind wir ja glückselig wieder am bewussten Punkt angekommen. Sie konnten zusammen nicht kommen. In einer Ehe muss man nachgeben. Jeder. Man muss Kompromisse schließen. Faule. Nachgeben ist ja in Ordnung. Aber warum denn immer ich? Du hast mich ganz vergessen, wie oft ich schon nachgegeben habe. Hä? Ja, typisch. Naja, sie hat wirklich keinen Zweck mit uns. Tut mir leid, liebe Schwiegermama, aber du siehst das ja selber. Deine Tochter. Was ist denn da deine Tochter? Du bist doch einmal wieder derjenige, der nicht nachgibt. Keinen Millimeter. Ja, immer muss er recht haben. Hab ich auch. Ich bin ja auch schließlich ein Mann. Schönen Tag noch allerseits. Oh, ein aufgeblasener Macho bist. Da geht er hin. Und du
doch an das, was du gerade vorhin zur Mama gesagt hast. Der kommt schon wieder. Der soll sich bloß unterstehen. Ich will ihn nie mehr im Leben sehen. Haben wir jetzt nicht gestritten miteinander? Ja, was denn sonst? Ein schönes Familienfest. Und so harmonisch. Da ist mir dann doch lieber, wenn du an unserem Hochzeitstag ins Wirtshaus gehst und kartelst. Habt ihr das alle gehört? Jetzt weiß ich, warum ich mich zur Jungfräulichkeit entschlossen habe. Jetzt gehe ich den Theo suchen. Dass jetzt so eine Feier nie, aber auch nie friedlich verlaufen konnte. Hat sie ja alle vergessen, was für ein Tag heute ist? Der Tag, an dem die seelischen Mülltonnen geleert werden. Mama, die letzten 20 Jahre hätten dich doch eines Besseren belehren müssen. Aber du lernst das nie. Du gibst einfach nicht auf. Nein, ich gebe auch nicht auf. Wir sind und bleiben eine Familie, ob wir wollen oder nicht. Und wir halten zusammen durch dick und dünn und wenn's noch so kracht und scheppert. Das hast du jetzt gut gesagt, Zora. Also, auf zum fröhlichen Köpflein schlagen. Ich bin dabei. Lisa, du kommst jetzt sofort da rein. Ich mag nicht. Doch, du magst, und zwar sofort. Was ist denn nun, Mama? Ich will, dass sich meine Kinder in diesem Haus anständig benehmen. Joschi, du sitzt jetzt sofort am Tisch dahin. Und ich will, dass du dich, Lisa, auch daher sitzt und endlich deinen Kuchen isst. Keine Widerrede. Ich will, dass ab sofort Friede und Eintracht herrscht, Steuerin. Das wird doch in Gottes Namen für ein paar Stunden möglich sein. Das ist heute das Fest eurer Eltern. Und ich habe euch eingeladen in der Hoffnung auf ein paar schöne, unbeschwerte Stunden. Ich habe mir viel Arbeit gemacht. Ich wollte jedem von euch eine Freude machen. Also will ich auch, dass ihr euch anständig und ein bisschen dankbar erweist und mir nicht den ganzen Tag versaut. Das ist doch in Gottes Namen nicht so viel verlangt. So, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Mama! Ich sage aber, Diese Frau hat Format. Was weißt denn du schon? Meine liebe Dora, herzlichen Glückwunsch zu deinem Hochzeitstag und zu deiner wundervollen Familie. Bevor du jetzt wieder eine deiner Panikattacken kriegst, möchte ich dir hiermit vor versammelten Zeugen mitteilen, der heutige Nachmittag, der hat mir die Entscheidung leicht gemacht. Ich kaufe mir ein Ticket und fahre nach Tibet. Kannst du mir vielleicht was leihen? Da muss man nur ein Hunderter im Haus. Vergiss es, ich schreibe dir eine Karten. wart, Bub, du geh her. Da schau her, da kriegst du jetzt von deinem Onkel Adi einen 50er. Danke, Onkel Adi. Da komme ich höchstens bis nach Wolfratshausen. Und bei mir, dann genauso da am Haushaltsgeld. Aber Joschi, Tibet, das ist doch so weit weg. Wie kommst denn du da hin? Vielleicht mit dem Radl? Als ob wir jemals Urlaub in Tibet gemacht hätten. Wir sind heute an Ammersee gefahren. Und wir an Schwarzwald. Das hab doch ich schon gesagt. Jetzt sag ich mal was Neues auch nicht recht. Jetzt sag ich gar nichts mehr. Tibet. Tibet. Das ist doch irgendwo im Himalaya. Ich begleite ihn. Ja, was willst denn du, alter Depp, noch in Tibet? Nicht nach Tibet, nach draußen. Weil ich muss mir jetzt die Füße vertreten. Sonst kriege ich einen Wadelkrampf in die Knie. Also, wir wollen dann auch. Komm, Wolfgang, steh auf. Die Semlingers wollen jetzt gewiss ins Bett. Nein, um Gottes Willen, Frau Walter, bleibst doch da. Ich hab doch noch was zum Abendessen gerichtet. Ich habe jetzt unbedingt keinen. Jetzt tu halt nicht so scheinheilig. Hat er so vorhin gesagt, hoffentlich gibt's bei denen was Gescheites zum Essen, weil wir nichts daheim haben.
Also, halt deinen Mund. Ich weiß gar nicht, mir ist jetzt irgendwie so komisch. Ich glaube, das ist der Kreislauf. Nein, das ist schon der Wein. Ja, der Wein ist gut. Herr Wieder, darf ich Ihnen meinen werten Arm bieten? Und ich darf wieder allein ausstolpern. Du sagst es. Typisch. Dann hat's Abendessen besser Platz. Herr Joschi, du willst doch nicht wirklich nach Tibet fahren? Wollen schon, aber wahrscheinlich geht mir die Luft aus. Also, du bist halt doch ein kleiner Spinner, hä? Ein Träumer. Ja, du, und was hast du für Pläne? Das weiß ich noch nicht so genau. Aber um das herauszufinden, da muss ich unbedingt nach Tibet. Oh mein Joschi, irgendwie schaut so aus, als kriegen wir unser Leben nicht so recht in den Griff, hä? Ich schon, irgendwann. Naja, ich hoffentlich auch. Mit dem Robert. Logisch. Du schon? Dankeschön, Joschi. Bitte. Bist halt doch mein kleiner Bruder. Hm? Und du, meine große Schwester, bist eigentlich trotz deines fortgeschrittenen Alters immer noch ein wahnsinnig scharfes Gerät. Oh, Dankeschön, Joschi. Also, wenn du das sagst, dann weiß ich wenigstens, dass ehrlich gemeint ist. Also, mach's gut, gell? Und von Tibet schreibst du mir Karten. Ja, aber logisch. Du, und wegen der Mama, ich pack diese tränenreichen Abschiede nicht. Sag's dir einfach, in ein paar Wochen stehe ich wieder auf der Matten. Und der Papa sagt auch einen schönen Gruß. Irgendwie sind wir doch eine Wahnsinnsfamilie. Ein irrer Haufen. Trotz allem. Trotz allem. Also, sag's das der Mama. Ich pack das nicht. Oh mein Joschi. Du machst das leicht. Wo ist denn der Joschi? Ach, Mama, bitte fang jetzt nicht zum Weinen an, aber der ist voll. Nach Tibet? Ja, aber den siehst du schneller wieder, als du glaubst. Geht einfach. Ohne dass er seiner Mama für Gott sagt. Ach, Mama, das ist sicher besser so. Du kennst ihn ja, er mag keine Tränen. Du, einen schönen Gruß würde ich dir noch sagen. Geht einfach. Was habe ich jetzt eigentlich gehabt von ihm? Und von dir? Ach, Mama, das hätten wir uns heute einmal wieder alles sparen können. Jetzt hast du auch noch Streit mit dem Papa an eurem Hochzeitstag. Na, und im Grunde genommen doch bloß wegen uns. Ach, lass gut sein, Lisa. Der Papa und ich, wir sind schon auch dran schuld. Jetzt haben wir fast 30 Jahre verheiratet. Und ich kann mich nicht erinnern, wann er mir das letzte Mal gesagt hat, dass er mich braucht. Dass er mich mag. Soll ich dir vielleicht immer noch jeden Tag ins Ohr säuseln? Ich liebe dich. Ja, das wird doch mit der Zeit langweilig. Mir nicht. Aber mir? Ja, Lisa, schau weg. So, bitteschön. Ah, da traut man sich ja gar nicht zugreifen, so appetitlich wie das aussieht. Da haben Sie sich aber viel Arbeit gemacht, Frau Semmlinger. Jetzt wird's nicht so krampfhaft höflich, esst's lieber. Krieg ich einen klitzekleinen Eierlikör? Ja, so eine Wurstplatten passt doch kein Eierlikör. Da wird er ja schlecht. Schlecht ist mir schon, so kann ich aber trinken. Sowieso als Wurst. Hoffentlich reicht die Wurst, wo ich meine Tupperschüsseln dabei habe. Neugierig, wie das mit deiner Schwester heute noch endet. Krieg ich jetzt endlich mein Eierlikör? Lisa, gib ihr in Gottes Namen ein Glasl. Kommt denn dein schöner Mann, der Robert, heute nimmer? Ich glaub nicht, Tante Ida. Schade. Aber weißt du, das ist so ein Lass die Flaschen wieder. Das ist so ein netter, hübscher Mensch. Und du bist so garstig zu ihm. Trotzdem, Prost alle miteinander. Wie lang seid ihr eigentlich schon verheiratet? Das ist ein Wurst. Sag's Naschwan. Ja, passen's noch auf, Sie Saut ums Gewächs. Lisa,
Das schöne Kleine, das geht ja nie wieder raus, diese Flecken. Mais weg, mir hat der Felsen noch nie gefallen. Die Welt ganz ja gerade noch. Obwohl, gell, die nehmen halt auch nicht mehr aus. Also, das tut mir jetzt leid, Frau Wallner, aber für die Reinigung kommen selbstverständlich mir auf. Da drauf ist Pfiffen. Ja, ihr zürnt's doch schon auf mit dem. Sie reiben ja alles noch viel stärker in den teuren Stoff. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was ich Steh auf, wir gehen. Warum? Frau Wallner, wegen dem kleinen Missgeschick brauchen Sie doch jetzt nicht gehen. Da meinen Sie, ich bleibe in dem pappigen Kleid hier sitzen? Und überhaupt, das muss jetzt auch mal gesagt werden. Bringen Sie erstmal Frieden und Ordnung in Ihre Familie, bevor Sie sich Gäste einladen. Das ist ja eine Zumutung. Jawohl, aber... Jetzt aber langsam. Gell, beleidigen brauchst uns für nicht. Meine Frau hat sich wirklich die größte Mühe gegeben. Aber bei der Erziehung Ihrer Kinder anscheinend nicht. Mein Wolfgang und ich, wenn Kinder hätten, dann... Ja, dann könnten Sie vielleicht mitreden, Frau Wallner. Aber wenn man keine Ahnung hat, was das heißt, Kinder großzuziehen, eine Familie zusammenzuhalten, dann soll man besser den Mund halten. Bravo! Wir sind aber nicht so primitiv, dass wir unsere Meinungsverschiedenheiten in Gegenwart anderer Leute austragen. Wir streiten daheim, so wie sich das gehört. Wolfgang, jetzt steh endlich auf. Die streiten doch auch daheim. Oder was hätten wir sonst den ganzen Nachmittag gemacht? Verausgab dich nicht, liebe Erna, ich bleibe. Na ja, irgendwann musst ja auch mal wieder heim, gell? Und dann sprechen wir uns unter vier Augen. So wie sich das gehört. Das hätte jetzt aber wirklich nicht sein müssen. Weißt du, aber nicht aufpassen, Kunstklappstars. Immer bin ich an allem schuld. Ich bin auch wirklich mal beleidigt. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Platz am Tisch. Herr Semlinger, wenn Sie jetzt so gut waren und mir noch frisch drauf schenken, dann würde ich sagen, jetzt kann der Abend noch gemütlich werden. So viel in einem Stück habe ich Sie noch nie reden hören, Herr Wallner. Dora, hättest du noch einen kleinen Eierlikör für meine Holde zum Kippen? Ja, freilich, das kann da so passen. Na, ich bleib bis zum bitteren Ende. Schade. Aber trotzdem Prost auf den schönen Nachmittag und den angebrochenen Abend. Prost! Meistern das heute wieder ein paar schöne Tage. Ja. Wo ist es schon wieder mein Eierlikör? Ich da, so ist da die Freitag. Mir wird's ja nicht schlecht. Du schaust heute auf mich, gell, Theo? Sag mal, Mama, war die Ida vielleicht schon bei Papa verliebt? Schaut fast so aus, gell? Halt du, sauf nicht so viel. Lass mir doch mal Ruhe, alte Quasselstrippen. Möchtest du einen Streit? Ja, gern, wenn's du meinst. Tu mir mal die Streichwurst her. Sonst noch was wolltest du selber? Streichwurst, aber Dalli. Ja, sag einmal, spinnst denn du jetzt? Ihr werdet doch jetzt nicht zum Streiten anfangen. Warte gerade, ich geb das Geld. Nein, sie soll sie mir reichen. Da kannst du lang drauf warten, du alter Depp. Jetzt mir gut. Wenigstens im Moment. Streichwurst, hab ich gesagt, wird's bald. Ja, gibt's denn sowas auch? So, Mama, schau mal, wer die Tante Ida die Papa anhimmelt. Du, da musst aufpassen. Geh bei der Ida doch nicht. Sag das nicht. Die hat einen ganz beträchtlichen Alkoholspiegel. Da wird man bekanntlich enthemmt. Ja, da wird sich der Papa dann schon noch wehren können. Ja, gegen was und gegen wen soll ich mich wehren? Na, sag einmal, wo hast denn du die Wurst gekauft? Warum schmeckt's da nicht? Nein, die Salami, die ist auf jeden Fall total versalzen. Ja, ich werd's am Metzger ausrichten, gell? Hat sonst noch irgendjemand irgendwelche Beschwerden? Die Streichwurst ist sagenhaft. Dann gibst mir eine. Tut mir leid, ich muss es selber essen. Du Gescherter Büffi, du Gescherter. Ich weiß nicht, mir ist heute irgendwie so komisch.
Ja, irgendwie ist mir schlecht. Ida, das kommt davon. Komm zu mir, Theo. Zu deiner Schwägerin. Immer bist du so weit weg und musst du so selten sehen. Also Ida, ich bin doch die ganze Zeit da. Aber jetzt muss ich für Nachschub sorgen. Nein, jetzt kommst du zu deiner lieben Ida und setzt dich ein bisschen her zu mir. Ja, sag einmal, Ida, was soll denn jetzt das? Was das soll? Du bist doch nur schuld, dass ich so einsam bin. Was redest du da, wieso denn ich? Ja, du! Du bist daran schuld! Schau doch nur, wie ich dastehe. Sitz wie eine einsame Bergfichte. Wie der saure Regen der Wüste. Jetzt kommt Tante Ida. Jetzt gehen wir mal ein bisschen an die frische Luft. Ja. Nein, ich will nicht an die frische Luft. Ich hätte den Theo wollen. Das ist nur weiß, du Schwessel, du Überflüssige, du. Ida! Nix Ida. Immer hat die Ida parieren müssen. Nie hat die Ida sagen dürfen, wie es da drin, ganz innen drin in ihr ausschaut. Aber jetzt sag es mir. Und jetzt sag ich's allen an, alle sollen es hören. Theo, wann immer du mich brauchst, ich bin für dich da. Tut mir leid, Ida, aber ich hab schon eine Frau und die reicht mir. Habe mir gleich gedacht, dass du mich nicht brauchst. Aber Theo, weißt du noch, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe? Mit deinen breiten Schultern, deine lockigen Haare. Wie? Hast du gesagt? Gar nicht satt sehen haben wir können an dir. Ida, was redst denn du da? Ich hab ja gar nichts gemerkt davon. Du hast ja nie was gemerkt, weil ich dir immer egal bin. Aber der Theo, der hat's gemerkt, gell? Ich? Was soll ich schon gemerkt haben? Ida, sei doch still, du weißt doch gar nicht, was du redest. Das scheint mir jetzt aber nicht so. Selbstverständlich weiß ich, was ich rede. Ich weiß noch ganz genau, wie du mich an einem lauwarmen Sommerabend heiß geküsst hast. Was? Nehmt ihr doch die Flaschen weg, die fantasiert ja schon. Nein, Ida, trink nur, komm. Und das ist ja sehr interessant, was dort zutage kommt. Also was das, Theo? Hinter meinem Rücken hast du dich mit meiner eigenen Schwester getroffen. Nicht hinter deinem Rücken, Dora. Hinter deinem Haus. Also das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Jetzt sehe ich erst, wie blöd das ich war, aber ich habe ja leider keine Schwägerin. Wegen einem einzigen Bussel, mein Gott, und das ist ja schon eine halbe Ewigkeit her. Ja, da tun sich ja Abgründe auf. Pfui Teufel. Bussel? Das war ein leidenschaftlicher Kuss. Der brennt mir heute noch auf die Lippen. Schaust, Dora. Leider nur ein einziger. Ah, hast du das gehört? Nur ein einziger. Mein Gott, das ist doch gar nicht der Rede wert. Also Papa, schankst du den jetzt gar nicht? Nein. Was, Theo? Das verzeih ich dir nie. Jetzt werden wir mal wieder dramatisch, gell? Das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Beleidige du meinen Theo nicht. Deinen Theo. Nimm mal mit, kannst mich schon ran. Ja, du hast ja so einen Mann gar nicht verdient. Immer meckerst du nur an ihm rum. Du hast ihn mir gestohlen, jawohl. Du hast dir meinen Traum erfüllt. Und mir ist nichts geblieben. Die ist hackedicht, eindeutig. Aber so ein bisschen Suppe war manchmal recht abwechslungsreich. Da schafft's doch endlich dieses psoffene Frauenzimmer raus. Das ist ja direkt widerlich. Ja, komm, Papa, ich hilf dir. Oh Gott, wieso ist mir auf einmal so schlecht? Ja, Wieso ist mir so schlecht?
Katastrophe in die andere. Genau so habe ich mir meinen Hochzeitstag vorgestellt. Keine Panik, Frau Semmlinger. Da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt. Herr Wallner, sagen Sie um Gottes Willen nichts Ihrer Frau, sonst weiß man die ganze Nachbarschaft. Schaut ich so unterbelichtet aus? So, die liegt flach. Hoffentlich nicht in unserem Ehebett. Na, auf dem alten Sofa beim Joshi. Mein Gott, Dora. Seid doch nicht so kindisch. Lass mich in Frieden. Bitte, bitte, wie du willst. So, dann können wir jetzt endlich ordentlich Brotzeit machen. Ja, das machen wir schon die ganze Zeit. Du, die Leberwurst ist fein ganz gut. Sag einmal, Theo, was bist du für ein Mensch? Ja, ein Hungriger. Also, geh Mama, jetzt nimm's doch nicht so tragisch. Als ob man da schon was tragisch nehmen müssen. Nach fast 30 Jahren. Aber freilich, freilich. Ihr Weiber, ihr braucht ja eure Dramen. Sonst fühlt's euch ja nicht wohl. Fang du jetzt nicht auch noch an, sonst... Ach! Was denn jetzt? Ich sag's ja. Die Frauen heutzutage, die sind nicht mehr belastbar. Also, Papa, jetzt holst du sofort Mama zurück. Meine liebe Tochter, schau du erst, dass du deine Hände in den Griff kriegst, bevor du mir weise Ratschläge erteilst. Und überhaupt stelle ich fest, da drin sind ja viel zu viele Frauen. Wisst ihr was, Mama? Wir gehen in die Küche. Dann kennst du doch ja die Zusammenspinner, solange das wollen. Ja, nix da, du bleibst da, wir zwei gehen heim. Ja, du vielleicht, ich nicht. Servus, Weidi. Eine wirklich nette Familienfeier ist es mal wieder. Oh, das wird jetzt die nette Erna sein, die ihren unfolgsamen Wolfi wieder abholt. Ja, was holst denn du schon wieder da? Lisa, sag jetzt einfach bitte mal gar nichts. Du, ich sag dir jetzt nur... Ach, Lisa, wir waren ja so dumm. Was, wir? Ja, du schon auch. Du hast ja recht, Robert. Ja. Sag einmal, warum klappt denn das nicht mit uns zwei? Das klappt schon noch, wir dürfen bloß nicht aufgeben. Ich bin ja so froh, dass du noch mal herkommen bist. Ja? Naja, sonst hätte ich dich geholt. Zurück in unsere Wohnung. Wirklich? Jetzt schau gar mal, dass in Schwung kommt. Lass mich aus. Ja, war das jetzt nicht? Theo! Ja. Dein Schwiegersohn ist schon wieder da. Ja, was, wir wo? Ja, wo? Da hinten sind sie gerade verschwunden. Womöglich nur im Schlafzimmer. Lisa! Schau sofort, dass du rauskommst. Mein Gott, hat man denn in dem Haus überhaupt keine Privatsphäre? Wenn du eine Privatsphäre willst, dann gehst heim in deine eigene Wohnung. Und genau das, lieber Schwiegervater, das machen wir jetzt auch. So, und für wie lang diesmal? Für immer. Bis zum nächsten Mal. Theo, ich verspreche dir heute, ich werde alles dran setzen, dass deine Tochter mit mir glücklich wird. Naja, aber trau dich und schick mir's nochmal zurück, gell? Mach's gut, Lisa. Endlich, hä? Danke, Papa. Ach du, die Mama rufe ich an, gell? Und bitte sei nett zu ihr. Für die. Was ich immer sag. Verschätzt sich, verdient sich. Liebe Tante Anni, leider gehörst du auch zu diesem Pack. Ja, Moment einmal. Ich bin nur angeheiratet. Oh, ich gehöre dazu. Das war das letzte Mal, dass ich dieses Haus hier betreten habe. Ja, und auch das letzte Mal, dass wir dich eingeladen haben, Tante Anne. Ja, aber wenn du zufällig kurz vorbeischauen willst, ganz kurz nur, dann bitte. Da hast du Taschenschnecker für die Gut. Adolf, auf! Irrtum, Adolf, sitz! Lass dir ja nicht einfallen, dass mich wieder mitten in der Nacht aus dem Bett bringst. Und ihr, schamt euch! Wir schämen uns! Das ist so schlecht.
Ich will bitte heim. Soll ich dich begleiten? Ja, warte, ich bring sie heim. Du tust gar nichts, gell? Bitte heim. Ja, aber die folgt uns doch in unserem Goldfischteich. Ja, dann der Saufe halt. Ist ja eh wurscht. Also, ich wünsche euch noch ein schönes Fest und frohe Weihnachten oder was sonst noch sein. Führt euch. Ja, und wie schaut's jetzt mit uns aus? Gut. Bestens. Dann ist ja recht. Der Robert war noch mal da. Ich weiß. Die Lisa ist mit ihm heimgegangen. Ich weiß. Ja, vielleicht gibt's da doch noch Hoffnungen, ha? Ich weiß. Ja, mein Gott, wenn du schon alles weißt, warum lass mich dann so viel reden? Hab ich dich noch was gefragt? Nein. Also, dann red mich heute bitte nicht mehr an. Wie du willst. Aber morgen darf ich schon wieder was sagen, gell? Danke, ich weiß Bescheid. Auwe, Zwick. Ja, Chef, dann könnte man eigentlich noch einen Schafkopf tun, hä? Jawohl, ja. Ja, mei, ich weiß halt nicht so recht. Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ist ja nur unser Hochzeitstag. Ja, ich hab halt einfach keine Lust mehr. Ja, jetzt seid ihr kein Spielverderber. Jetzt, wo es so zünftig ist. Ja, ich will doch nicht heim zu meiner bissigen Alten. Gatti, ihr habt ja gar keine Ahnung. Meine Allerwerteste, das ist ein Kratzbürsten. Meine liebe Schwester, das ist ein Reibeisen. Und meine Schwiegermutter ist ein Besen. Ist ja optimal. Dann passt ja ein Waschlappen wunderbar dazu. Es hat halt jeder seine Probleme. Wisst was, Mann? Es ist schon spät. Dann gehen wir heim. Du bist doch schon daheim. Verstehst du nicht? Gehen wir heim, heißt so viel wie verschwitzt. Also, das heißt, du schmeißt uns raus? Nein, ich schmeiß euch nicht raus. Ich hab halt einfach keine Lust mehr. Theo, du wirst doch deine Gäste nicht schon heimschicken. Halt du dich da raus. Hey, das ist Männersache. Entschuldigung, Männersache. Wie hab ich das bloß vergessen können? Ganz schön aufmüpfig, dein Holdi. Du, so einen Ton muss man sofort im Keime ersticken. Ja, dann geht's nur heim und erstickt's. Habt ihr zwei doch schon längst versäumt. Jetzt glaube ich, wird er beleidigend. Zuerst schmeißt er uns raus und jetzt wird er persönlich. Ja, heute ist halt noch mein Hochzeitstag. Nicht? Und kein Kartenabend und auch kein Saufgelage. Also, Avanti. Ist das dein letztes Wort? Mein letztes. Das wirst du noch bitter bereuen, wenn du eines schönen Tages ganz ohne einen einzigen wahren Freund auf der Welt dastehst. Jawohl. Jawohl. Ich weiß schon, warum ich jeden Hochzeitstag grundsätzlich vergiss. Komm, Wolfi. Immer. Jawohl. Sind sie jetzt endlich alle weg? Ich hab's nicht eingeladen. Ja, ich weiß es. Ich bin wieder mal schuld. Wer denn sonst? Der Beste halt jedem immer recht machen willst. Aber bei so einem zusammengewürfelten Haufen wird dir das nie gelingen. Schau, Verwandtschaft hin, Verwandtschaft her. Jeder von denen hat noch einen anderen Vogel. Vielleicht lernst du das einmal. Du hast mir's Haferl ausgeschüttet, nicht die anderen. Nein, deine Schwester Ida, gell? Leider nicht mehr ganz nüchtern. Hat diesen alten Schmarrn da wieder ausgeräumt. Dora, merkst du es nicht selber, dass das direkt lachhaft ist? Die Eifersuchtsszene nach so vielen Jahren. Weiß ich, was damals wirklich passiert ist? Und später vielleicht auch noch? Und warum hast du mir denn nie was gesagt davon? Das war doch gar nicht der Rede wert. Naja, ein bisschen wird dir das schon aufgefallen haben, dieser leidenschaftliche Kuss. Ja, ich habe gemerkt, dass mich deine Schwester ein bisschen anhimmelt, nicht? Ja, manchmal hat's mir direkt leid getan. Damals hätte ich das ja noch verstehen können, aber wenn ich dir jetzt so anschaue... Was soll das heißen? Ich bin ja nicht mehr attraktiv genug. Sagen wir mal so. Ich hab mich an dein kleines Bierbäucherl
An deine grauen Haare und an deine sonstigen kleinen Schönheitsfehler einfach schon gewöhnt. Ja, wenigstens ein bisschen was. Ich möchte jetzt auch mein Geschenk endlich an dich loswerden. Ein Ring? Ist der echt? Na, aus dem Kaugummiautomaten. Theo, du bist ja verrückt. Aber ich habe schon noch eine Überraschung für dich. Was noch eine? Ja, aber ich habe mich doch für den Ring noch gar nicht bedankt. Dazu werde ich dir zur gegebenen Stunde schon noch ausreichend Gelegenheit geben. Das sind ja Flugtickets. Ja, richtig? Hey, du musst zugeben, ich habe mich dieses Jahr direkt überschlagen, um dir frei zu machen. Mein Gott. Eine zweitägige Reise für 14 Personen. Unter. Theo, du bist ja wahnsinnig. Wo du doch immer gesagt hast... Ja, aber das war doch reine Strategie. Darum bin ich doch immer so narrisch geworden. Wie du immer wieder in das gleiche Loch gestiert hast, dann waren wir doch weggefahren. Ich wollte dich wirklich überraschen zum Hochzeitstag. Bist du zufrieden mit mir? Theo, verzeih mir alles, was ich über dich gesagt habe und erst, was ich gedacht habe. Ja, ich will es gar nicht wissen. Bist ja doch der Allerbeste. Jesus, das ist ja schon in 2 Tagen. Das schaff ich ja eh nie. Dora, du schaffst alles. Weißt du, Dora, was mir klar geworden ist? Alle miteinander, wie es da herin rumguckt sind, durch die Bank, sind's alle hoffnungslose Spießer. Meinst du? Ja, aber wenn das unsere Familie ist, dann wären ja wir logischerweise auch Spießer. Ja, aber mir doch nicht. Obwohl es ja heißt, gleich und gleich gesellt sich gern. Eben. Und drum muss ich mir schon noch ganz genau überlegen, ob ich die schönsten Wochen des Jahres mit einem Spießer verbringe. Ich muss da was sagen. Ich mag ihn doch nicht, dein Theo. Weil im Grunde ist er doch ein richtiger Spießer. Thank you.